Good morning. Lauren en ik, we freien ons waren tussen. We waren een paar weken weg geweest. 2 weken terug, dan reed ik in Saladas en 24 in Durango. So we waren in beide extreem. Einmal in Janing, einmal op Janing. Aber 2 Reifen und 1 im Luton ist aber tschüss. Und so, wir sind sehr dankbar. China ist umgestellt durch irgendwas, wie China ist beschädigt. Die Reifen und Rims, die gehen frisch, die Zeit mit uns sagen, überleben es gar nicht. Und so, wir sind sehr dankbar, da wir waren tschüss sind. Wir waren 2 Jahre in Mazatlan mit so einem Freund. Sie haben uns angelotet, ich war an, sie haben uns angelotet, wenn sie wollen, wem hat zum Überlachen. Und so, ich weiß nicht, how sie leben durch diese Zeit. That's just a joke. Aber ich weiß nicht, dass ich da nicht so ehrlich über Menschen reden soll, das nicht ehrlich. Ich würde dann, no, just kidding. Ich sehe, wenn ich die alle anleite, so, das ist ein bisschen gut. Wir wollen von dir ein bisschen denken an dein Leben. Und wir wollen eine Geschichte checken im Alten Testament, das ist die einzige Geschichte, die wir haben, wo Gott sein Volk sagt, dass sie sollen sein Haus bauen. Und wir sind in der Mitte von Bauen, und weil die Kirche ist nicht ein Gebiet, die Kirche ist auch wir als Menschen. Aber weil das Gebiet ist wichtig. Das Gebiet ist der Dash. Die haben einen Heim Dash. Na, weil von der schon da, kommt das dann mal so weit, dass Familien, die eten nicht mehr taub. Einer liegt im Tal und spielt Game, und einer am Bein in seine Stube und watcht TV. Und so erst einmal wird es vielleicht da, und vielleicht hast du es noch so, dass die satten taub als Familie zum Eten. Aber das sehr viel wert, weil in der eine Familie sagt, am Dash, dort wo wir eten, dort wo wir Games spielen, dort wo wir lachen, dort wo wir Gemeinschaft haben. Und das ist, was nicht Kirche ist. Das ist der Dash. Die Arbeit ist dort bitten, wenn die in die Wirtschaft die haben einen Dash, und da kommen die taub und die eten, aber die Arbeit ist aber Stab. Dort, wo je Karren draschen, dort, wo je eine Art anbringen. In einer Fabrik, du hast vielleicht eine Erdstube in deiner Fabrik. Aber dort, wo die Arbeiter eten, die Arbeit ist dort. Und so müssen wir auch die Kirchen anchecken. Und so der Dash ist wichtig. Das geht, dass einmal habe ich das Idee, dass wir in meiner Kirchengebiet ist nicht wichtig, like das hier nicht. Ich kann die Tüssen kriegen, nicht? Ich kann das Livestream checken und so eine Dinge, und das ist so. Du kannst. Aber das ist gleich. Du das für ein kleines Stolz hier. Aber wenn du dich allein setzt, dann fehlt ein Stuhl zu fahren, fehlt Football zu watchen, oder fehlt das was zu tun. Und dann dort wird das was tun, das ist gleich. Und so, wie Menschen sind so. Letztens rede ich von, dass in dieser Welt du das alles Schwung verlieren. Wenn das nicht so wäre, würden meine Vater besser tun an Gas. Dann kann ich die anholen mit 100 und dann switchen und über 100 auf, nicht? Das würde interessant sein. Aber das Leben schafft nicht so. Und weißt du, wenn wir nicht taub kommen, und wir eten nicht taub, und wir lachen nicht taub, und wir beten taub an, und wir singen taub, und all so eine Dinge, das ist wichtig. Und so Gott hat sein Volk, ihr habt den Rüt geführt, sie werden nun eine Wüste, und Gott will nun ein Volk merken von ihnen. Er will nun lernen, wer er als Gott ist, dass sie wollen am Reich kann. Und so sagt, sie sollen ein Gebiet bauen, und dort, wo sie wollen taub kommen, dort, wo sie wollen opfern, dort, wo sie zu sein, ihre Sinnen würden verjährt worden. Und weil Gott gibt einfach einen Gesetz, besonders für die Männer, und das ist wichtig für uns als Männer zu wissen, dass Gott gibt einen Gesetz für die Männer, dass sie sollen gewisse Zeiten im Jahr, sollen sie alle nach das Gebiet kommen. Und da sollen sie anbeten, da sollen sie taub eten. Und der Schrift sagt sogar, sie sollen eine gute Zeit haben. Sie sollen 10% zu sich leihen, und dann sollen sie dort eine gute Zeit haben, eten und trinken mit Freunden, und sie sollen Gott kennenlernen den Weg. Und das ist auch für uns, weil unsere Arbeit ist gratis, das Gebiet. Ich hoffe das. Wenn das alles ist, was wir haben, dann sollen wir ein Haus fahren. Some Jahren 3, dann gibt Gott uns eine Vision als Kirche, der ich ans Leben predigt zu der Zeit. Und so Gott sagt zu uns, dass wir sollen die Plattdeutsch redende Welt für Jesus erreden. Das wollen wir alles Plattdeutsch tun. Das ist eine Ursache dahinter. Wir würden gut kein Englisch untergehen und würden vielleicht das Gebiet anfallen können. Spanisch, wir würden das Gebiet 3-mal anfallen können.
Aber Gott hat uns einen Raub gegeben. Gott gibt uns eine Verantwortung. Das Lebenswasser erzielen, nicht andere Zeug. Wir sind bloß ein kleiner Part von Jesus in Körper in dieser Welt. Aber wir haben eine Vision, was Gott uns gegeben hat. Und das wollen wir die Dinge tun, was wir tun. Und zu Gott sagte Israel, sie sollen ein Gebiet bauen. Aber wisst ihr, was wichtig wir hängen das Befehl? Das Hort. Na, wenn die Schrift sagt von das Hort, dann meint es nicht den Muskel, was Blut pumpt, aber den innerlichen Mensch. Und zu Gott will haben, sie sollen geben, aber das Hort ist Gott wichtig. Gott ist nicht wichtig, wo viel du gibst, oder was du gibst. Und vielleicht sind some von euch hier, die haben noch niemals gegeben. Und das ist Zeit, dass wir ans Hort auf der rechten Stelle haben. Dort im Tempel, wo Jesus, da wird die Früh, die gibt ein paar Pennies. Und Jesus wird so wichtig, dass er seine Jünger ruft und sagt, kommt mal her. Hier ist eine Früh mit einem rechten Hort. Er sagt, viele Recke haben gegeben von der Überfluss und wir brauchen Recke Menschen zum Teil geben. Aber was Gott will, ist dein Hort mit 2 Pennies. Das ist was Gott will. Und dort nicht so feilen, dass meine Gabe ist so klein. Ich sehe so ein feiner Mensch, ich sehe so angelehrt, er kommt von so einer verdrehten Familie, was immer das ist, wer sie echt und was geben. Je hebt Gott den Hort, und man hat den Hort hat, dann hat alles. Die Bibel sagt, dass du, wo ans Schatz ist, dort wo ans Hort ist. Und so, wenn Gott mein Schatz ist, dann ist mein Hort da. Und so Israel soll ein Haus bauen. Aber Hort zu bauen, das was ich will von dir wiesen, dass Hort zu bauen, ist wichtig. Israel, sie wären ein vergrünstet Volk. Mehr ist ein bisschen John Wallace, aber sie wären ein vergrünstet Volk. Und immer ein zu wettern, über wo Gott entlädt und über dem andere Jahre herumgehen. Das kommt so weit, dass Gott in die Freundschaft führt, aber hier in dieser Geschichte, in diesem Moment, wie Hort reich. Ich will einen Part von der Geschichte lesen. Ich wollte nicht ganz lesen, wenn die wollen hier nicht befassbar sein. Aber in 2. Mose 34, Vers 5, er sagt, bringt Goven Taub für den Herrn, bringt dem Herrn Gold, Silber, Bronze, freiwillig, so ist in jedem sein Hort am Tausch bereit. Macht ihn dort. Was immer je haben, bringt dort. Aber das ist wichtig, dass dein Hort dabei ist. Lorna und ich, wir wohnen, als wir junge Leute waren, dann wohnen wir mal in Seminole, Texas. Nicht Trump dort sein, das ist in Trouble. Aber da, wir fuhren nach der Kirche und wir hatten $52. Und wir sollen noch, ich weiß nicht, wie viel Werk leben an die $52. Anyway, so, dass wir würden das ausreichen machen, wir hatten einen kleinen Jungen. Und so, wir fuhren nach der Kirche. Und die weiten dort, dass der rechte Hand soll nicht weiten, was der linke tut, nicht? Und so, ich hatte mein Geld eingeteilt. Ich hatte $50 an eine Fuppe und $2 an eine andere Fuppe. Wenn wir die Kirche muss wie Plätze geben, nicht? Das soll keiner sein, nicht nur nach Geld in einteilen und bloß eine Fuppe und ein ganz Plätze statt einander, das nicht nach wer wird sein. Und so, das war ich da. Und als wir Tisch waren, hatte ich 50 gegeben und 2 geholt. Und ich will mehr so weit, um die Kirche zu fahren, sagen sie, kommen Geld zurück. Aber ich das nicht. Und ich, wenn ich höre, ich würde die Geschichte nicht vertellen. Da würde mich viel zu sehr schämen. Aber Gott lehrt uns so eine sehr wichtige Lektion. Und ich will nicht gerade die Details, wo wir das haben tun, aber wir leben für die ganze Zeit mit $2. Und wisst ihr, Gott will euch deine $50. Er will dein Hort. Und mit dat Hort habe ich auch dein Geld. Und dann habe ich deine Gaben. Und dann habe ich alles, was du hast. Vers 10. En krijgt de man het hoop, de kracht de arbeid doen kan, om nu al dat te merken, zoals de Herr dat vergeschreven heeft. Weet je, dit wie een gebied, wo Gott den Blueprint geeft. En zij zullen het zo merken, als Gott gesagt hat. Aber weet je, hier sind sehr interessante Prinzipien. En dat is dat dit het ganz einzige Mal, oder das ganz erste Mal soll ich sagen, das ganz erste Mal in der Schrift, wo Gott sagt, dass ich ein Mensch fällt mit meinem Geist,
zu meiner Arbeit tun. Und weißt du, das ist mir interessant. Ich habe immer gesagt, und ich glaube sehr daran, dass du kannst nicht Gott seine Arbeit tun, ohne Gott sein Geist. Und hier ist das erste Mal in der Schrift, wo Gott sagt, ich habe gewisse Männer ausgewählt, und ich werde fällen mit meinem Geist, und die wollen sehr feine, schmacke, feine Dinge bauen. Für die Stiftshütte. All die artistic Dinge können sein. Das ja von den Menschen mit der rechten Gerätschaft, tja, wie schmacke Ringmerken, schmacke Holzschäden, allerhand Schmacks. Aber hier wir Menschen, was Gott sein Geist gibt, zum sein Gebiet bauen. Ich habe da einmal gesagt, aber ich gehe hier niemals nach. Und ich kann ein bisschen interessanter glauben, vielleicht, wenn ich den Heiligen Geist. Ich glaube, wir haben alle den Heiligen Geist, dass Gott sie nicht kennt. Wenn er nicht den Geist hat, bist nicht sein Kind. Aber dann glaube ich, dass Gott ja dann sein Geist in der Gut von sein Geist für gewisse Arbeit. Und ich gehe hier niemals nach, ohne dass ich vertraue, dass Gott mir viel mit sein Geist für diese Botschaft. Ich vertraue nicht für die ewige Zeit von meinem Leben, aber für diese Arbeit. Und ich würde Ihnen tun, was immer Ihre Arbeit ist. Some von Ihnen sind sehr begabt. Aber was immer Sie tun, tut es mit Gott seine Kraft. Und so hier sind Männer, was Gott sein Geist gibt. Und wir haben mal so eine Geschichte im Alten Testament, aber das ist das ganz erste Mal, wo die Schrift uns sagt, dass Gott eine Person fällt mit seinem Geist, um all die Details tun an der Stiftshütte. Vers 20. Als er ausgeredet hat, ging die Gemeinschaft von Israel wieder von Moses und dann brachten sie, ein jeder soll sein Hort, möchten dort, soll sein Hort und die Geist ansporen, goven für den Herrn. Sonst wird für die Versammlung zahlt und all dort Tobi hier und die Kleider gebraucht werden können. All die Männer in Frühlied, die angespornt werden, freiwillig Goven zu bringen für die Arbeit, die Gott Moses vorgeschrieben hat, brachten dem Herrn freiwillig ihre Goven. Und so ihr Hort ist reich. Sie brachten dort freiwillig. Nicht, ich kann dort immer lesen, das ist eine lange Strip von Dingen, was die alle brachten, ich werde das hier nicht lesen. Aber ich war nu 36, Kapitel 36, Vers 3. Die Arbeiter nehmen dann all die Goven, die all nur Moses gekommen wären, aber das Volk brach noch einmal mehr, ein Morgen am anderen. So dass all die Arbeiter, die an der Heilige Stufe arbeiten, die einfach ihre Arbeit tagleiten, und nur Moses ging und sehen am, die Lied haben all so viel Goven gebracht, um alles zu merken, was der Herr uns vorgeschrieben hat. Dann leitet Moses dem Volk bekannt merken, dass sie nicht mehr für die Heilige Stufe bringen sollen. Und die Lied hier noch mit Goven bringen, willst du all mehr als genug gekommen wir, um alles zu merken. Das wird interessant sein, nicht? Hier mal auch mit Geld geben, und wir haben all ewig genug. Das wird interessant. Aber welche erhalten wir dabei? Und so ich will hier ein paar Prinzipien mitnehmen. Das erste ist, dass welche Horten bauen Gott sein Haus. Willing hearts build God's house. Now, when I say Haus, am I dead? My voice is dead. I guess we have technical issues, nicht? So, welche Horten bauen Gott sein Haus? So, wenn ich Haus sage, dann meine ich nicht ein Gebiet. Dann meine ich Gott sein Reich. Welche Horten bauen Gott sein Reich? Aber Gott braucht welche Horten zum das tun. Und hier in dieser Geschichte, eingebrachten Gold, eingebrachten Kleider, die anderen, die brachten ihre Hänge sozusagen, ihre Skills, ihre Goven zum Gott sein Haus bauen. Aber sie brachten alle, wenn hort wie reich. In Gott sein Haus kann gebaut werden. Paulus sagt es selbst, ihr denkt in 2. Korinther 9, Vers 7. Er sagt so steht, und jeder soll dort, was er sich im Hort vergenommen hat, mit Frieden geben und nicht bemacht. Gott ist der Gott, der mit Frieden geben. Gott ist der Gott, wem's Hort ist reich. Das ist nicht so wichtig, wo du jetzt, wo viel du jetzt. Vielleicht kostet 10 Peise geben oder 100, aber Gott will den Hort. Und so das ist sehr wichtig, dass Gott will den Hort. Aber weißt ihr,
Geben ist nicht das Hauptding. Geben meint wie vertrauen. Korrekt, wir müssen lernen, dass Gott kann uns danach stark führen, wenn wir sozusagen alles gegeben haben. Geben hat mit Anbetung zu tun. Geben hat zu tun, dass mein Hort ist reich. Und mein Schatz ist Gott. Und wenn er mein Schatz ist, gebe ich. Nur was wichtig sein. Wenn du bloß gibst, wenn du weißt, was geben, dann hol ihn Geld. Dann hol ihn Gaben. Aber uns Hort ist wichtig. Wenn Jesus dein Leben geändert hat, und er hat sein Leben für dich gegeben, dann ist es wichtig, dass wir aus Dankbarkeit am geben. Sein Hort wie reich. Er hat gesprochen von Himmel raufgekommen, von Strafen, aber er deit. Und so nicht wir geben. Und so wir können investieren in seine Arbeit. Du kannst deine Zeit geben, du kannst dein Dienst geben, du kannst vielleicht dein Geld geben, oder du kannst deine Guven geben, was immer du kannst geben. Aber Gott will dein Hort. Und wenn ich mein Hort habe, dann habe ich alles. Das zweite Prinzip, was wir hier finden, ist, dass jeder eine hat, was ihm geben. Everybody has something to give. Und so ist es bei uns auch. Some von uns geben nicht, wenn die Leben gesandt und nicht wird. Like wer sie auch. Ich habe nur 2 Peso. Gott ist nicht interessiert in deine 2 Peso. Gott ist interessiert in dein Hort. Ja, von dein Hort. Und dann fällt dort alle in der Steht. So jede Person hat eine Rolle. De früher sie mögen Twirm. De früher sie mögen Seich. Sie mögen die Kleidie, sie mögen die Gardinen. Weißt du, das wie ein Haus, was soll gehen wieder zu moven. Das wie ein Haus, was sie können abrichten und wieder drehen. So die Lehrer sprachen die Steiner. Die, was hängen hatten zum Bühendingen, die Büdendinger. Das ist ein Bild von der Kirche. Die Kirche sind Körper. Und jeder eine hat seine Guven. Wir brauchen unsere Guven. Wenn wir nicht, dann ist der Körper krank. Als ich 5 Jahre alt war, dann brauche ich mal meinen rechten Arm. Dann hatten sie den angespannt, angekastet, dann wieder tot gewaschen hier im Gelenk, wenn wir durchkriegt 2. Dann hat der Doktor von meinem Arm losnehmen. Und dann fuhr meine Mama, wir wohnten zu der Zeit noch dort, in Jeremo hing der Moskitenstruck. Und dann fuhr wir nach Hawaii und da wir einen Tragmerker. Und der Tragmerker, wenn das nicht so betrunken wird, dann, der muss gleich ein Bett trinken zum Sonntag, dass der mit mir da war. Dann möchte mir einen Schlub und dann brauchte mir einen Arm Glück. Und ich hatte einen Arm gebrochen von da, aber ein paar Jahre 3 wie ich hier bei, dass ich X-Rays nehme, hier bei einem Tragmerker. Und als ich da 3 in der Stube, dann kam die WMS wird und gesagt, hey, früher, bist du ein Alien oder was bist du? Like, von welcher Welt kommst du? Weißt du, mein Gelenk ist noch einmal ganz top gewachsen. Aber das fußbesiegende Gelenk aufgebrochen, mein Knie. Und das ist mein Ellbogen. Und das schafft 100% Fan. Ich habe keine Weideautobahn, keine Rating, wenn die Wellen da umdrehen. Aber wenn ich den Charp an mein, ich kann mir nicht vorstellen, wenn mein Arm hat losgenommen, dann wird ich nu lumgelegt. Und so Menschen sind es dort. Aber wenn ich die Charp, wenn die nicht gesund ist, wenn die eine Hafte schweitet, die Knie dann weh, man operiert oder was immer, du weißt, du bist krank und so ist Gott seine Kirche, wenn ich nicht meine Arbeit tue. Wenn mein Hort dann nicht bern ist. Und weißt du, die Kirche, Rome Welt, ich meine nicht bloß uns. Ich glaube, wenn wir sind eine Säue da in die Kirche, und Gott sei Dank dafür, ich sie so beruf mit ihnen. Aber im Großen und Ganzen, viele Kinder Gottes, was nicht tun. Und auch nicht geben. Und das soll nicht so sein. Und so das ist ein Geben dort, was sie haben.
Einer gibt Twieren, der andere Seich, der andere Gold, der andere Steine, einer dort arbeiten. Und so ist es bei uns. Was hat Gott dir gegeben? Hat dir ein Hort gegeben? Und das ist, was er will, frei haben. Und wenn man mein Hort hat, dann kommt das Ewige. Das nächste Prinzip ist, unterschätze nicht den Wert von deiner Gabe. Don't underestimate the value of your gift. Weet je, Lied? Ich glaube einfach, dass some von ihnen noch niemals gegeben wirklich, wenn sie glauben nicht, dass sie kann. Aber sie achten ihre Gabe so klein. Vielleicht haben sie so einen Glauben, dass wenn sie nicht ein gewisses Samen geben, dann wird lieber nichts geben. Gott will dein Hort und deine 2 Peisel. Aber erst dein Hort. Und so werden wir nicht so denken, dass ich kann nichts geben, dass ich sie nicht wird. Wenn du so fällst, deine Gabe ist zu klein, dann denk an, dass ein kleiner Gabe in Gott seine Hände, das ein großes Ding. Und wir können mehrere Geschichten abnehmen, wo Gott mit was ganz Kleines, was Großes hat. Und so das auch in uns Leben. Er checkt nur das Hort, nicht nur den Samen. Frauen, Freigebigkeit bietet mehr als Wein. Generosity builds more than walls. Na, wir don't Wein bauen. Aber weißt du, wenn wir freigebig sind, unsere Vision, unser Dienst falsch für Gott erreichen, das können wir bloß dann tun, wenn wir freigebig sind. Wir leben das einfach in so einer Welt, wo das mit Geld zu tun hat, ob wir das wollen oder nicht. Meist jeder Weg, hier wir Geschichten von irgendwo in uns meiner Nietzsche Welt, wo das so dies das nicht zu leben wird. Und so weit war ich von Gott. Einmal ist es, dass wir haben bloß Gott verjähren und wir leben bloß in der Welt. Und nächstes Mal ist es, wir sind so deep verwickelt mit allerhand religiösen Regeln, dass wir Jesus ganz verjähren. Wir können nicht mal noch an. Aber uns Volk ist verbiestert. Es ist sehr verbiestert. Da wenn sagt Gott zu uns, all mehrere Jahre 3, ich kann jünd beraten, zum den Plot die in der Welt für Gott erreichen. Wo weet je dat dan wie? Dat dan niet ik. Want ik vielleicht ook de stem zie wat ze het meeste hören, oder dat Mensch wat het meeste aan steeds zijn. Aber dat is bloos mijn arbeid. Dienen als das wat. Aber alle taub bu wie Gott zijn huis. Vrijgevigheid, dat dien Hort, dat komt uit dien Hort. Dat wijst de Welt, dat Gott es mehr wird, als mein haben Gott. Aber er will den Hort. Ich las eine Geschichte von einer Jent, ein bisschen wie hier sind, diese Jent. Da wir nach der Dorp und dann da ram viel Farmerie. Und das ist ein Eiver. Und ab den Eiver wird die Zeug. Und das Gebiet hat al vor 100 Jahren gestanden. Und das wurde die ganze Umgebung taub sein, das wo sie taub singen, sie beten taub, das wo sie Chasten haben, das wo sie taufen, das wo sie begruben, das wo sie taub eiten, wo sie Gemeinschaft taub haben, ganze Sinn, ja, während sie fertig taub gewesen, bei der Kirche in Gemeinschaft gehabt und so eine Dinge, all vor 100 Jahren. Aber einmal kommt die Idee in die Gegend nahe, dass die Kirche ist nicht mehr wichtig, dass in der Kirche was nicht mehr wichtig, wir können die Tus watchen. Aber was immer, weil wie die Kirche ist anwendig, das Gebiet ist anwendig, die Kirche, so ist nicht wichtig, aber das haben sie wieder und so das nehmen auf und nehmen auf und nehmen auf. Über dem merken sie deren Tau. Kein Gesang mehr, keine Anbetung mehr. Chasten hatten sie das so irgendwo in einem Salon oder was immer. Begrafnisse irgendwo in Funeral Homes. Und das Gebiet stand da einfach leerig. Aber einmal einen Sommer kommt ein sehr großer Regen über. Und das ist ein bisschen eine Schlucht, man rief da unten, die über Schwamm weit. Hier gehen unten Wutter, das schält den Nahen, und der Chalers Fall. Und hier gehen unten eingemäßt, ganz bei der Spitze unten, große Überschwemmung. Und Menschen sehen höhere Grund.
Wenn sie wollen, fort von der Wut, das Mädel danach und das dies dann, und sie weiten das Eiver da. Dann müssen wir sagen, so bei das Schottengebiet. Hat noch für jeden von dort. Und der ist up. Dann fangen sie an zu gehen. Und mehr Menschen kommen. Über dem ist das Gebiet ganz voll. Aber immer fängt einer dort an der Ark an, ein Lied zu singen, was sie immer gesungen haben, das Joy, so 20 Jahre trefflich. Und mehr fangen an zu singen. Über dem die ganze Gesellschaft, die singt. Einer liest noch die Schrift und sie beten top und sie singt, sie haben eine Kirchen an, Mädel danach. Das ist, was hieß, umgehen. Dann merken sie eine Entscheidung danach. Und das ist durch eine Erwartung und sie dann Buße überleben. Sie bekennen, dass sie sind arg gegangen und sie waren sich einig. Aus einer Gesellschaft. Sie waren treten in das Gebiet gekommen. Und von dem Tag wieder, nächsten Tag die Sonne geht ab und alles ist schon gewut, aber das Rand über dem war auf und sie dann taub, ganze Valley war reinmerken, und die Hiese und alles, was noch zu Brücken geht. Aber das Schottengebiet, von denen sind von denen an, das war voll. Sie beten war an, sie singen taub, sie beten taub, sie haben Chasten, sie haben Begrafnis, sie haben Toffers und all die Dinge. Aber hier ist das Denklied. Das Gebiet ist bloß der Dash. Du kannst ein Christ sein ohne das Gebiet. Aber wie Menschen schaffen, so dass wenn ich erst sage, dass ich brauche nicht mehr die Kirche und ich will bloß Tues bleiben, ich will bloß Livestream checken, dass die ein ganz kleines Stützchen dann dort alle führt und du lebst dein Leben, aber du bist weitergekommen. Das ist bloß einfach, was es schafft. Und so wie wir uns sich merken, wie kommen taub zum Anbeten, zum Kaffee trinken, zum taub lachen, was ist denn das? Wir sitzen am Dash und wir eten taub und wir haben Gemeinschaft taub, wir spielen taub, aber dann gehen wir raus. Und die Arbeit ist dort. Das sind die Hüs so und das ist hier so. Das ist alle so. Wenn der Dash das einzige Ding ist, was du hast, dann gehst du bankrott. Weil du kannst es eten und wenn du nicht schaffen gehst zum Geld, merken sie wieder, dass sie über dem du kein Eten mehr, du wirst bankrott gehen. Das sind alle ganz klar. Bloß das ist nicht so klar, wenn du bei der Kirche kommst. Aber das schafft Charakter so. Und sag all den Ansporn, gib Gott den Hort. Und wenn er den Hort hat, dann hat er alles. Und das ist, was Gott will. Er will Nummer 1 sein. Durch die reine ganze Bibel sagt Gott immer wieder, ich will das Erste. Die erste Junges Mina, die erste Burras Mina, die erste Arndes Mina. Gott sagt immer, ich will die erste Geburt. Wir sind immer so gesagt, wenn er noch eher bleibt, weil Gott das geben, aber Gott will das Erste. Weißt du, was dein Erste ist? Dein Hort. Der von dein Hort. Und dann sind alle in Place. Gut, Frauen, dass ihr abschauen, weil wir zu beten. Ziemlich Fuhrer. Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass du uns live hast. Du hast uns taub geraubt. Du hast uns eine Arbeit gegeben, das dir fällt. Du hast uns eine Vision gegeben. Help uns treu sein mit dort. Und wenn wir in Gebiet sind, dass dort ein Dash sind, wo wir gefördert werden, wo wir uns utreiben, wo wir taub Gemeinschaft haben und an den Rücken und schaffen. Und ich danke dir, dass du uns verschalten. In deinem Namen. Amen.